Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, 9. Bundesligaspieltag, glaube ich. Zu Hause gegen Union Berlin 13:0 gewonnen. Hochverdienter Sieg, völlig ungefährdeter Sieg. Hatten natürlich das gewisse Spielglück auf unserer Seite mit dem Elfmeter, der aber ein klarer Elfmeter auch war stark gemacht von Michael. Da lief das Spiel nur in eine Richtung. Und das 90 Minuten lang. Ja, man hat dann gegen Ende hin Union auch mal ein bisschen Ballbesitz gegeben, aber das Spiel lief in eine Richtung und das über 80 Minuten lang. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir waren geduldig, haben trotzdem Torchancen herausgespielt. Es war nicht irgendwie langweilig zum Anschauen oder sowas. Wir waren immer auf der Höhe, ja. Es gibt nichts zu meckern heute. Eigentlich gar nichts. Ja, wir können wieder über ein paar Linien reden in der ersten Halbzeit. Gefühlt eher im Weg stand, als wie das er Einfluss auf dieses Spiel hatte. Ja, ich weiß nicht, Ballkontakte gefühlt 3. Ist halt einfach über auf dieser Position. Ne? Also wenn ich das so sehe, weiß ich nicht. Dann kannst du entweder hinten mit einer Dreierkette spielen oder vorne mit einer Doppelspitze. Also Einfluss aufs Spiel nicht vorhanden gewesen. Ja, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Er hat da ein paar Bälle verteilt oder versucht zu verteilen, diagonal. Das hat mir besser gefallen. Aber defensiv ist da natürlich auch nichts gefordert. Ja. Und Manu heute mal eine souveräne Leistung. Ja, müssen wir auch mal positiv hervorheben. Nicht irgendwelche wilden Ausflüge, nicht irgendwelche wilden Bälle. 2 Schüsse gehalten, die aufs Tor kamen, ja. War er da. Ja, das war eine solide Leistung heute mal. Gut. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten ja eine klare Sprache sprechen. Ja, das geht schon wieder ähnlich in die 80% Ballbesitz, 77:22. Abseits 1:3, Fouls 2:9, Zweikampfquote 56:44, Schüsse aufs Tor 7:1. Okay, da hat Manu nur eingehalten, der andere war, glaube ich, abseits, wo er noch zur Stelle war. Schüsse insgesamt 16:8, Ecken 7:4, angekommene Pässe 794, es geht schon wieder in die 800 rein und der Gegner noch nicht mal 200, 169, Flanken 16 eine. Ja, da sieht man schon, wie dominant wir waren und das gegen Union Berlin. Ja. Man muss Union Berlin jetzt nicht irgendwie künstlich stark reden oder sowas. Aber die haben es in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht gemacht mit ihrer Defensivleistung und es stand trotzdem 2:0 für uns. Ja. Ja, aber wenn du dann diese Werte siehst, also da müssen wir über gar nichts diskutieren, ne? Gut, Schüsse insgesamt. Coman 3, Kane 3, Guerrero 2, Torschussvorlagen, Coman 1, Kane 1, gewonnene Zweikämpfe, Michael 10, sehr stark heute, sehr auffällig. Vielleicht nicht so die letzten 10 gehabt, aber kommen wir gleich in der Spielerbenotung zu. Fonzie Davis 6, Musiala 5, Ballkontakte 152 Upper, 145 Kimmich, 115 Kim. Gefoult worden, schenken wir uns, wobei da Maike schon herausstricht mit 4-mal. Das sagt schon einiges aus, ne? Gut, kommen wir zu der Company-Note. Ich habe heute so rein gar nichts auszusetzen. Ne? Ich gehe da wieder mit einer 2 rein. Völlig fein, die Aufstellung war okay. Die Wechsel waren okay. Da habe ich nichts auszusetzen. Alles fein, die Taktik war okay. Ja, ich denke, man hat heute auch ein gutes Mittel gehabt, so zwischen Pressen und restlose Offensive, aber trotzdem safe stehen. Ja, ja, wir hatten eine Szene, aber die hat Fonzie easy peasy abgelaufen. Ansonsten habe ich keine gefährliche Umschaltsituation von Union gesehen. Natürlich hat Union jetzt auch nicht die Klasse von eines FC Barcelona oder eines Eintracht Frankfurt im Umschaltspiel. Aber trotz alledem, ja, war es eine starke Leistung von uns. Und da müssen wir auch nicht wieder anfangen, schlecht zu reden. Ne? Gut, also Winnie, Note 2. Manu, habe ich gerade schon gesagt, hat mir heute auf jeden Fall besser gefallen. War natürlich jetzt auch nicht hart geprüft oder sowas, ja.
sehe ich bei einer guten 3. Ja. Hat den einen Schuss gehalten da aus der Drehung. Ich meine, gut, der kam auch direkt auf den Mann, aber trotzdem muss sie die Reaktion haben und die Arme hochreißen. Ansonsten sein Passspiel fand ich heute ein bisschen sicherer. Und heute waren nicht diese wilden Ausflüge da. Ja, zumindest wenn sie da waren, hat man sie nicht gesehen, dann waren sie nicht im Bild und sie haben also keine Rolle gespielt. Ja, das war gut. Auch diese eine Szene, wo ich mich erinnere, im Strafraum, wo er dann auf Linie geblieben ist und nicht irgendwie da noch rein in den Innenverteidiger, der das dann souverän geklärt hat. War alles gut. Gut, dann fangen wir oben an. Da haben wir Alphonso Davies. Ja, Fonsi sportlich. Gibt's gerade nichts auszusetzen heute. Ja, ihm hat heute so das letzte Quäntchen gefehlt, denke ich, ja, bei der einen oder anderen Schusschance. Für mich eine 2,5, hat hinten, ja, zweimal das schnelle Umschaltspiel, Versuch vereitelt. Ansonsten war er super aktiv nach vorne hin, hat viel versucht mit dem King auf der Seite. Das war völlig fein in meinen Augen. Gut. Als nächsten haben wir Minjay. Minjay und Opa packe ich in eine Combo rein. Waren für mich beide gleich stark, ruhig am Ball, keinerlei Fehler, die irgendwie ins Auge gefallen wären, schon gar nicht ins Gewicht gefallen wären. Ja, sehe ich auch beide bei einer 2,5. Warum nur eine 2,5? Ja, weil wir ehrlich sein müssen, die waren jetzt auch nicht gefordert. Ja? Also Union war da jetzt nicht irgendwie mit dem Sturmlauf zugange, dass man sagen könnte, wow, die waren super gefordert. Ne? Also von daher Minjay und auch Opa für mich eine 2,5. Gut. Und dann haben wir den ersten, der ein bisschen abgefallen ist. Das war Rafa Guerrero. Aufgrund der zweiten Halbzeit gehen wir mit einer 3,5 rein. Erste Halbzeit war schon eine Note 4. Das war gar nichts. Ja, also ganz, ganz viele Ballverluste, ganz, ganz viele auch Abspielfehler. Der letzte Schritt hat gefehlt. Wurde dann auch zusammengepfiffen von Vinny mal. Da dachte ich schon, jo, alles klar, den sehen wir nicht mehr wieder in der zweiten Halbzeit. Kam er dann doch raus. Es war dann besser. Ja, umso länger das Spiel ging, umso ein bisschen besser wurde er. Ein bisschen sicherer. Ja, aber im Großen und Ganzen war schon ein bisschen viel Schatten. Also von daher für mich eine 3,5. Gut, dann gehen wir ab ins Mittelfeld. Angefangen natürlich mit dem Palhinha. Habe ich ja gerade schon was gesagt. Erste Halbzeit, keine Ahnung, er ist nicht negativ aufgefallen. Hat 2 Zweikämpfe rigoros geführt. Ja, da ist er mal in Erscheinung getreten. Aber im Spielaufbau war er null beteiligt, stand irgendwie da immer in der halbrechten Position, 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Und wenn er mal mit einbezogen wurde, dann gab es einen Rückpass oder einen Querpass. Ja. Wollen wir ihm das vorwerfen? Ich würde sagen, nein, weil das ist auch nicht sein Spiel. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Es war dann teilweise ein Tacken besser, gerade zweite Halbzeit, wo wir dann mal diese, was waren's? 23% Ballbesitz oder was mal abgegeben haben, dann waren sie immer auf einer Höhe, Kimmich und Palhinha, auch in der Defensive. Man hat schon gesehen, dass die Abstimmung ein bisschen besser geworden ist. Zweite Halbzeit hat er mir dann auch ein bisschen besser gefallen, der Palhinha. Dann hat er auch versucht, ein paar Bälle zu verteilen, war ein bisschen mehr eingebunden ins Aufbauspiel. Das war auf jeden Fall besser. Ja, von daher sehe ich ihn bei einer 3. Gut, dann kommen wir zu König Kim, King, Kong, Josh, wie auch immer. König Josh. Ja, König Josh will ich heute auch bei einer 2,5 sehen. Ja. War auf jeden Fall auffälliger wie ein Palhinha, ja. Hat versucht, das Spiel wie immer zu gestalten. Hat auch erste Halbzeit an Außen hier einen Sprint angezogen. Ich glaube, danach hat er auch die Akkuanzeige ging von 100 auf 80 runter.
Ja, aber er hat den gewonnen. Ansonsten hat man schon gesehen, ein, zwei Situationen im Unschaltspiel sah er wieder ein bisschen wild aus. Ansonsten hat er versucht, das Spiel zu gestalten aus der tiefen Position heraus. Das war ganz ordentlich. Ähm, ja, alles fein. Ja, eine gute Freistoßsituation, wo dann Opa ein bisschen geschlafen hat am langen Pfosten. Ja, war ordentlich. Gut, dann gehen wir mal rüber in die Offensive. Da fangen wir an mit dem echten King, ja. King Koman. Ähm, Koman war heute auf jeden Fall verbessert. Ja, das müssen wir mal ganz klar sagen. Ähm, Hat sich heute auch mal ein bisschen was zugetraut, hat nicht alles geklappt, ja, aber er hat es mal versucht. Ja, so 3, 4, 5 Mal in diesem Spiel hat er's mal versucht, überhaupt sich durchzusetzen und nicht jedes Mal abzubrechen und den Ball nur quer und nach hinten zu schieben. Hat natürlich dann das Tor gemacht, was gar nicht so einfach war, was schon knapp war auch, ne, was natürlich mega vorbereitet war von Harry Kane. Ähm, Coman sehe ich heute bei einer glatten 3. Ja, war schon aufsteig, obwohl komm, wir geben ihm eine 2,5. War schon aufsteigende Form, er hat das Tor war wirklich nicht einfach zu machen, hat er gut gemacht. Hatte danach nochmal eine gute Schusschance. Ja, war heute auf jeden Fall das beste Spiel die Saison von ihm. Muss man ganz klar sagen. Ja, immer noch nicht der King von vor 2 Jahren oder sowas, aber auf jeden Fall war es sein bestes Spiel heute in dieser Saison. Also das war ordentlich heute. Ja, noch nicht überragend, aber ordentlich. Gut, dann kommen wir zu Musiala. Der ist natürlich im Mittelfeld. Ja, Musiala heute, ja, Licht und Schatten, aber zum großen Teil schon Licht. Konnte im Spiel nicht ganz so den Stempel aufdrücken wie im letzten Spiel, ja. Was mir sehr gut gefallen hat, gerade auch erste Halbzeit, hat er sich sehr, sehr oft wieder bis auf die Mittellinie fallen lassen, das Spiel aus der tiefen Position gestaltet. Deswegen sagte ich ja, war ein paar Linien so ein bisschen raus. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen anders. Da war er ein bisschen weiter vorne hauptsächlich, nicht mehr so aus der ganz tiefen Position. Ähm, Hat viel versucht, ja. Ähm, Das Tor hätte auch er gemacht, wenn es Heavy nicht gemacht hätte. War er an der richtigen Stelle. Ansonsten, ja, war bemüht, denke ich. Würde ihn heute auch bei einer 2,5 sehen. Das war ordentlich. Ja, er hat heute kein Tor gemacht. Das spielt aber auch nicht so die Rolle. Er hat unserem Spiel gut getan. Wenn auch nicht so auffällig wie die letzten beiden Spiele. Und es war dann auch völlig richtig, dass man ihn mal ein bisschen schont und ein bisschen eher vom Feld nimmt. Alles fein. Gut. Als nächstes haben wir Michael. Michael hat sehr, sehr starke erste Halbzeit gespielt. Ja. Wir haben seine Zweikämpfe gesehen, hat viel versucht. Ja, hat auch ein, zwei Ballverluste gehabt, wo es im Dribbling versucht hat. Leute, das gehört dazu. Wenn du ins Dribbling gehst, gewinnst du nicht jedes Dribbling. Ja, das war für mich völlig fein. Hat den Elfer super stark rausgeholt. War sonst auch gut drinne im Spiel. Offensiv, ja, hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Guerrero, der nicht so im Spiel war über seine Seite. Es war ordentlich. Ja, wie gesagt, aufgrund der Zweikampfwerte, die wir da gesehen haben, was ja auch immer dafür spricht, dass er viele seiner Dribblings gewonnen hat, ist das schon ordentlich gewesen und ich sehe ihn auch, wenn wir bei den anderen so ein bisschen gnädig heute sind, gehen wir da auch mal in die 2,5 rein. Gut. Und dann haben wir natürlich noch unseren Meister, ja, Harry Kane, der natürlich den Elfer trotz Anzeigen des Torwarts genau in die Ecke geschossen hat, den Goalie keine Chance gelassen hat, dann auch das zweite Tor gemacht hat. Ansonsten die Vorlage für Coman war mega stark. Ja, also wirklich absolut krank. Harry Kane hat mal wieder ein Top-Spiel gemacht, für mich Note 1. Ja, auch dann bei einer Szene, wo Union schnell umgeschaltet hat, wovon sie ihn abgelaufen hatte, war er auch der wieder als erster mit am eigenen 16er war. Ja, krank. Hat das Offensivspiel gut beflügelt. Auch das Zusammenspiel mit Musiala hat mir sehr gut gefallen. Klappt eben auch immer besser. Ähm, ja, war ein starkes Spiel von Heavy. Aber wer hält das an?
Gut, gucken wir uns die Auswechslung noch an. Angefangen mit dem Airbag. Ja, haben eine halbe Stunde gespielt, können wir natürlich benoten, wenn wir die Nachspielzeit mit reinnehmen. Es ist knapp eine halbe Stunde. Eric Dyer, für mich eine Note 3. Also er war nicht, hat ein, zwei Ansätze gehabt, die er wegverteidigt hat. Ansonsten, ja, Airbag macht Airbag-Sachen. Super ruhig, super geschillt am Ball, völlig unaufgeregt, keinerlei Hektik im Spiel. Super erfahren, super abgebrüht. Das hat er heute auch wieder ausgestrahlt. Ja. Ansonsten war er aber auch nicht gefordert, muss man fairerweise sagen. Ja, dann haben wir Leon Goretzka. Leon sehe ich auch bei einer 3. War ordentlich. Lange Zeit hat man ihn gar nicht wahrgenommen. Da war er mehr in der tiefen Position. Und zwischendurch war er dann auch mal mehr in der offensiven Position. Hat man ihn mal ein bisschen wahrgenommen, hat ein bisschen was versucht. Aber wir hatten dann auch nur noch hauptsächlich Ballbesitz. Der letzte Wille, irgendwie jetzt noch das 4., 5. unbedingt nachzulegen, war nicht mehr so gegeben, was auch völlig fein war. Ja, aber man hat ihn wahrgenommen. Er war jetzt nicht unsichtbar. Ja. Gut, vielleicht hätte ich ihn auch mal einblenden sollen. Der ist ja frech von mir, ne? Soll Leon da nicht einblenden, wenn wir schon über ihn sprechen. Ja, ich bleib bei der 3. Ich gucke gerade nochmal durch halt so, aber ich habe Guerrero eine 3,5 gegeben. Also Leon war auf jeden Fall sicherer im Spiel, wie es in Guerrero in der ersten Halbzeit war. Von daher bleibe ich bei der 3. Gut, dann haben wir noch Leroy, den wir noch bewerten können. Ja, Leroy hat sich nahtlos eingefügt. War jetzt nicht so super auffällig, hat aber noch einiges versucht. Sehe ich auch bei einer 3 heute. War nicht, dass er irgendwie dievenhaft rüberkam oder so, war bemüht. Aber auch er hatte natürlich dasselbe Schicksal. Ja, der letzte Wille so richtig hat natürlich ein bisschen gefehlt. Aber er war im Spiel, hat ein, zwei Situationen gehabt. Ja, für mich Note 3. Auf jeden Fall auch wie Coman, ja, aufsteigende Form auf jeden Fall. Ne? Ich denke, das können wir sagen. Gut. Dann haben wir noch Thomas Müller. Thomas Müller bewerten wir nicht, weil er nur 15 Minuten auf dem Feld war. Ich erinnere mich, die erste Szene, wo er reinkam, wo er gleich wieder ihn macht und hier, rennt nach vorne wie ein angestochenes Biest und keiner seiner Mitspieler hat ihn überhaupt nur wahrgenommen. Ja. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, er denkt immer noch, er ist der große Anführer, wenn er reinkommt, die Zeit ist vorbei. Ja, das hat man heute klar gesehen. Dann in der Schlussminute, dass er sich da den Ball so abluchsen lässt. Zum Glück war es dann abseits und zum Glück ist nichts daraus passiert, aber ist halt auch kein Verhalten. Ja. War sehr unglücklich heute wieder der Thomas. Auch nicht sehr auffällig, aber gut, was willst du auch verlangen, wenn er für 15 Minuten reinkommt? Ja. Das bei dem Spielstand, wie ich schon sagte, wo dann eh nicht mehr so der letzte Wille da war. Aber er hat sich reingeworfen, hat versucht, gemacht, getan, ja, aber ihm ist relativ wenig gelungen, muss man leider sagen. Gut, als letzten haben wir dann zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob ich den hier drin habe, lass mich mal eben gucken. Weil am Anfang der Saison war er noch gar nicht im Kader drin. Nee, habe ich auch nicht. Muss ich dann mal bis nächste Mal auf jeden Fall ändern. Haben wir natürlich noch Adam Aznu. Wow! Ja, lange gefordert von uns oder von vielen von uns hier auf dem Channel. Und endlich hat er seine Chance mal bekommen. Leider nur für 10 Minuten. Natürlich auch nur, um Fonsi ein bisschen zu schonen. Aber er hat sie mal bekommen. Ja, und hat super gemacht. Hat man gleich gesehen, oder? Die Ballbehandlung, die er hat, die Übersicht. Auch da natürlich, er war defensiv nicht mehr gefordert. Offensiv hat bei uns der letzte Kick gefehlt. Aber er ist in Szene getreten, hat ein paar Ballkontakte gehabt, hat die Bälle gut verteilt, hat noch eine Flanke geschlagen, alles fein. Ja? Ich würde mir wünschen, dass der Junge mal öfters ein bisschen Spielzeit kriegt. Bin ich sehr gespannt, ob man das dann vielleicht jetzt mal ein bisschen rigoroser umsetzt. Ne? Wenn wir heute die Mannschaftsnote zusammenfassen, ja, sind wir auch bei einer 2,5. Ja,
Ich denke, das ist eine gute Note. Wie gesagt, Union ist jetzt auch nicht so der schlechte Gegner. Ähm, für mich völlig fein das Ergebnis, auch die Art des Spiels war für mich völlig fein. Genauso musst du spielen gegen Union, ja. Union stand erste Halbzeit wirklich stark defensiv, ja, muss man ganz klar sagen. Und trotzdem haben wir geduldig gespielt, haben die Chancen aber dann auch klar rausgespielt. Ähm, ja, war 'n super Spiel von uns einfach. Ja, ich habe nichts irgendwie auszusetzen. Nochmal, ich kann mich da nur wiederholen. Es war für mich nicht langweilig, wie es teilweise beim 15:0 gegen Bochum war, wo man so eine halbe Stunde dachte: „Alter." Das habe ich heute nicht gehabt. Ja, selbst die Schlussphase dann, die letzten 20 Minuten, wo wir Union mal ein bisschen den Ball gelassen haben, wo wir dann auch ein bisschen mehr Ringepitz mit Anfassen gespielt haben, hat man aber immer noch so ein bisschen gemerkt, so: „Ja, komm, so 'n Sané will sich vielleicht noch mal zeigen" und so. Ja, hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen heute das Spiel. Ja, Leute, das ist meine Meinung dazu. Haut mir gerne wie immer eure Meinung in die Kommentare. Ähm, damit gehen rot-weiße Grüße raus. Leute, habt einen schönen Rest Samstag, falls ihr das Video Samstag seht. Ansonsten schönen Sonntag, schönes Restwochenende und guten Start in die Woche. Und natürlich geht's mit der englischen Woche weiter. Unter der Woche Benfica. Ja. Leute, rot-weiße Grüße. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.